Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Nachdem die letzte Folge ja die Audiospur ein bisschen verschwunden ist und ich ein bisschen inspiriert habe mit eigener Musik und ich hoffe, dass das plus minus gut gekommen ist, hoffe ich, dass das mal wenigstens alles einwandfrei sollte ablaufen. Wir sind momentan immer noch im Winterschlafbecken, müssten da mal mit der Lady Mondbeer reden. Wir befinden uns nämlich jetzt im letzten Kapitel, der Hain des Ardenwalds. Also wir gehen so richtig langsam am Ende vom Ardenwald zu und ich würde sagen, wir schauen einfach mal weiter bei der Lady Mondbeere. Tötet versteckte besessenen Spione im Winterschlafbecken. So, und dann haben wir hier nochmal eine Hauptquest beim lieben Aliot. In der Natur. Ruf der Dormanen. Lass die Dormanen hören ertönen, um die wilde Jagd zu den Eingängen des Hains zu rufen. Genau, wir sind da kurz davor eigentlich. Blast hinein und ruft die Jagd. Machen wir doch liebend gerne. Es geht nämlich darum, ich komme jetzt langsam Richtung Ende. Also ich behaupte, es wird noch einen kleinen Krieg da geben im Ardenwald zwischen den Bösen und den Lieben. Und dann würde ich sagen, wir unterstützen die jetzt mal kraftheftig dazu. Das Problem ist irgendwie das da. Ich verstehe nicht genau, was ich... Muss ich da jetzt einfach an Gegner ranlaufen und schauen, ob die... Ah, das sind so schwarze Pünktchen. Ah, was? Ah, okay, alles klar. Aber ich brauche noch schon meine Drachenfalken. Sonst kommt das nicht gut. Sonst kommt das ja nicht gut. Wir sind irgendwie verschwunden. Beim letzten Mal sind wir in einer Vision drin gewesen. Und wahrscheinlich hat es die dann kurz weggepfiffen. Meine Drachenfalken haben sehr wenig Leben. Hey, die machen noch Schaden, die Spione. Lecco mio. So. So, 2 von 6 haben wir schon. Da haben wir jetzt noch ein Pünktchen und da. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt gerade beide miteinander wieder beschwören. So, versuchen wir da so gut wie möglich da mal ein bisschen Schaden zu machen. Wir haben da aus Versehen noch... Was ist... Wie nennt man die? Ich sage jetzt einfach den Vogel. Dem Lauchenläufer haben wir jetzt aus Versehen noch Schaden gegeben. Jetzt hat er auch gerade mit angreifen. So, das heisst, 4 von 6 haben wir schon. Jetzt fehlt eigentlich im Großen und Ganzen nur 2. Ich tue jetzt mal das Traummantel schon mal einsetzen. Freudentaumel, ich sage immer Traummantel. Hey. So, wenn wir jetzt da zwischen rein... Da, ja, jetzt ist schon mal das Kreischen verschwunden. Kann ich das nicht so einsetzen? Ja, das funktioniert nicht. Wieso funktioniert das nicht? Ah doch, haben wir gerade beide können beschwören. Nice. So, jetzt hat es gerade gut funktioniert. Das heisst, wir haben die 6 schon mal zusammen. Nachher müssen wir nur noch zu den verschiedenen Punkten die wilde Jagd rufen. Also Kämpfer vom lieben Ardenwald. Schützer, blöd gesagt. So, besessener Spion. Du bist gefallen. Ich hätte es auch gerade gelootet. Nice. Dann würde ich sagen, dann machen wir uns jetzt auf zu den verschiedenen Plätzen, wo wir hin müssen. Also einmal da, einmal da, einmal da. Also einmal ums Becken rundherum eigentlich. Gehen wir jetzt die wilde Jagd rufen. Wahrscheinlich müssen wir sie in dem Fall so positionieren, dass wenn wir angegriffen werden. So. Die haben wir gerufen, die sind jetzt da. Jetzt sind wir dann auf die andere Seite. Also wir müssen wirklich in dem Fall jetzt eigentlich alles positionieren, um uns parat machen für einen Krieg. Für den Angriff von den Bösen. Da wäre schon mal der nächste Kreis. Wenn da schon mal der nächste Kreis ist, dann tun wir dort schon mal das nächste Mal das Hörnchen blasen. So. Die einmal da Jagd an. ist nicht gekommen. Das ist kein gutes Zeichen. Okay, da haben wir sie gerufen, aber da sind sie nicht gekommen. Okay. Nein, das ist wirklich gar kein gutes Zeichen. Aber ich versuche jetzt einmal durchspazieren und schon einmal rundherum. Dann gehen wir auch ein bisschen die Gegner aus dem Weg, damit wir da nicht die ganze Zeit da... Vielleicht uns vom Mount oben runterschlagen lassen, dass ich mich wieder aufrege. Dass die mich nicht in Ruhe rumspazieren, wenn ich da mal in Ruhe spazieren. Dann gehen wir da mal noch ein Horn geblasen. Hoffen wir, dass wenigstens auf dieser Seite noch Verteidiger erscheinen. Von der wilden Jagd. So, da vorne wartet es schon. Ah, jetzt kann... Normalerweise ist es jetzt immer da aufgekommen. Jetzt können wir mal da drauf. So. Da erscheint es. Das heisst, wir haben da eine Ecke, wo jetzt... Also, blöd gesagt, der Eingang ist beschützt, aber da eine, der Eingang ist nicht beschützt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir das werden machen, oder? Wuhu, dann freuen wir uns doch mal drauf. Dann freuen wir uns doch schon mal auf den Angriff. Dass wir nachher einen können, die beschützen. So, das Wald an den Augen haben wir erledigt, ein paar Spione getötet, dann haben wir die Quest erledigt und dann findet Jagdhauptmann Corian auf dem Pfad der Wiedergeburt.
Auf dem Pfad der Wiedergeburt. Und der befindet sich da hinten. Okay. Dann ab zum Pfad von der Wiedergeburt. Dann gehen wir jetzt mal schauen, wo die in dem Fall verschollen sind. Jetzt habe ich schon gehofft, der Krieg fängt an, wir stehen da an und nicht metzelt einfach alles nieder. Aber wieso ist das nicht so ganz das, wie es jetzt sein soll? Da hat es in dem Fall noch irgendeine andere Geschichte dahinter. Dann gehen wir doch mal güchseln, was da los ist. So, wir sind fast da, wir sind fast da. Da hinten ist er. Ja moin, alle zusammen. Eure Jagd läuft gut, Sterblicher. Ja, unsere Jagd läuft sehr gut, aber euch? Erreicht die Rumänin Alioto im Für die Winterschlafbecken. Winterkönigin. Hey, jetzt muss ich einfach wieder runterlaufen. Was Wilde Jagd, zu mir. Für den Ardenwald. Hä? Ah, jetzt können wir jetzt doch helfen. Jetzt haben wir sie wieso trotzdem gerufen. Wahrscheinlich haben sie einfach das Horn nicht gehört. Okay. Okay, lassen wir mal so stehen. Lassen wir mal so stehen. Hä? Jetzt sind da alles kleine Bestien schon im Camp. Ah, jetzt werden sie angegriffen. Jetzt werden sie angegriffen. Okay. Das heisst, wir müssen schnell da an. Der Ardenwald. Quest beenden. Gewinnt die Schlacht um das Winterschlafbecken. Let's go. Da hat es irgendeinen verschiedenen Kreis. Was ist das da? Hey, was ist das da? Also das ist ein Stiefel, das ist Geschwindigkeit. Das da ist Beweglichkeit um 70 erhöht. Machen wir mehr Schaden? Das wird wahrscheinlich mehr Schaden sein, gehe ich davon aus. Und das hat so heilende Sachen. Also wenn wir da reinstehen, heilen wir uns wahrscheinlich. Ah, okay. Das heisst, wir haben hier verschiedene Plattformen, die wir benutzen können, um kämpfen. Das ist natürlich ziemlich nice. Wir bleiben jetzt mal da drinnen stehen, dazu muss ich das Leben aufheilen. Ich glaube, das finde ich gerade mal das Nützlichste momentan. Wir müssen 20 Angreifer töten. Darunter auch Elite-Gegner, wie wir gerade sehen. Also die haben ziemlich viel Leben. Also eigentlich ist jetzt das der Krieg vom Winterschlafbecken. Wir finden uns, wie aussieht, jetzt voll mit drinnen schon. So. Jetzt gehen wir uns da noch ein bisschen Angriff holen und kämpfen da mit. Was ist denn? Ist es das da? Verursacht Schaden um 30% erhöht. Das ist Gesundheit. Okay. Also wir können eigentlich immer wieder reinstehen. Ja, alle wie es aussieht. Und die heben dann wirklich ein bisschen an. Also das hebt jetzt wirklich 10 Minuten an. 10 Minuten. Dann hoffen wir, dass das mal momentan so bleibt. Und sonst müssen wir dann immer wieder mal ins Viereck, also in die Kreislinie stehen. Um dann auch mehr Schaden auswirken und so weiter. Dann gehen wir jetzt aber nochmal in den Kreis hier hinten. Dann sollten wir uns ja schnell... Ah, das ist sogar geblieben. Wir bewegen uns schneller. Das ist das da. Okay. Ja, nice. Dann haben wir ja fleissige Unterstützung eigentlich mit den Buffs. Um die jetzt eigentlich erledigen. Die Frage ist jetzt einfach, ob wir uns hauptsächlich versuchen, die Kleinen rauszupicken oder die Elite-Gegner. Weil mit den Elite-Gegnern haben wir sicher immer ein bisschen. Aber gut, da kommt da zum Dreierkampf. Ich würde sagen, da mischen wir uns doch gerade mal rein. Meine Drachenfalken sind tot. Nein. Komm, wir versuchen es mal wiederbeleben. Wir sollten nicht sterben in dieser Zeit, hoffe ich jetzt einmal. Ich kann nicht aufpassen, ich war so abgelenkt von diesen Kreisli. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dümmer geht's ja gar nicht. So, und töten wir mal den zuerst. Jetzt haben wir leider auch unsere Fähigkeit verschwendet für nichts. Gut, ich hatte halt die Fähigkeit gehabt, dass wir wegrennen, blöd gesagt. Da passiert es ja schon wieder bei meinem Drachenfalken. Gut, der hat auch gezählt. Der hat auch gezählt, als hätten wir ihn getötet. Okay, wir machen direkt mal da weiter. Also wir unterstützen eigentlich so gut wie möglich alle im Kampf. Ich glaube, das ist auch das Beste, anstatt einzeln rauspicken, wirklich schauen, dass wir immer noch Unterstützung haben von den Leuten vom Winterschlafbecken, von der wilden Jagd. Dann sollten wir da gut vorwärts kommen. Nice. So, da sind Zusammenkämpfer gegen einen. Nice. Jetzt greifen wir gerade alle zusammen die Elite an. Also bis jetzt schlagen wir uns gut an. So, Nummer 14 haben wir. Komm, dich nehmen wir gerade, du bist ein Schwächling. Du bist ein absoluter Schwächling. So. Komm, da sind sie am Kämpfen. Dann unterstützen wir den dann noch. Gut, wäre aber wahrscheinlich fast gescheiter gewesen, da hinten irgendwie, weil da hinten hat es Schwächere unterwegs und mehrere aufs Mal. Aber wir wollen ja natürlich alle unterstützen. Von der wilden Jagd. Um das Winterschlafbecken irgendwie zu verteidigen. So, let's go. So, noch 4. Jetzt gehen wir nochmal da rein.
Schade, dass halt der Effekt von der Heilung nicht gerade auf meine Drachenfalken wirkt. Das ist jetzt ein bisschen schade dran. Aber sonst ist eigentlich alles völlig in Ordnung. So, da haben wir noch ein kleines, es fehlen noch 2 Stück. Dann haben wir die ganze Sache nämlich schon mal erledigt. Ich brauche ein Ziel. Wofür kämpft ihr? Dann haben wir die ganze Sache schon mal erledigt. So, nice. Gefahr zieht herauf. 20 haben wir erledigt. Kommt Jetzt gehen wir zu mal, mir, jetzt gehen damit wir wir zurück. ihr gemeinsam trotzen. Alles klar, Gemott, ich stehe an eurer Seite. Let's go. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, wir können metzeln. Ah, da ist er wieder. Der Löli, der abgehauen ist. Ihre Anima wird unseren Sieg nähren. Lasst ihre Höhlen verrotten. Wow. Jetzt haben wir doch so gut alle gemetzelt und umgebracht und jetzt plötzlich greifen da noch Riesenkreaturen und töten doch noch alle. Okay. Okay. Lokron und Fuljar, den Vernichter, besiegt. Das ist Fuljar, der Vernichter, und Lokron, der ist da am Boden unten. Den haben wir ja schon mal besiegt, also das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Wir bleiben einfach da mal in der Heilung drinnen stehen. Ich glaube, das ist das Beste, was wir gerade machen können. Das Einzige, was wir noch machen können, ist, kommen wir setzen das noch drauf ein. Dann haben wir noch mal ein bisschen mehr Schaden, weil der hat schon 90'000. Oder wir verlieren sie. Wir sind ja dran. Noch schneller geht's nicht. Ich kann nicht noch mehr Schaden machen. Mehr Schaden kann ich doch nicht machen. Oh, Jägeli. So, komm. Wir haben ihn fast. Wir haben fast den Grossen. Den Grossen haben wir schon fast. Let's go. Let's go. Gut, den Grossen haben wir. Den Grossen haben wir schon mal. Seht! Oh nein! Der Wildsam. Ich spüre keine Träume mehr. Was ist jetzt wegen Wildsamen? Wenn wir sie nicht bald retten, ist sie für immer verloren. Oh nein! Die ganze Mühe wäre sonst umsonst gewesen. Komm, wir bringen das an. Wir schaffen das. Wir retten den Wildsamen. Willkommen. Schlacht ums Winterschlafbecken. Quiz beenden. Die Dunkelheit. Seid vorsichtig. Da geht die Hauptquest weiter. Gegangen. Das dürfte interessant werden. Bringt Isirius Wildsamen zum Herz des Waldes. Ihr Annehmen. werdet richtig Spaß haben. Der Ardenwald braucht Mit irgendjemandem muss ich... Ah, ich muss mit der lieben Mondbeere nochmal reden. Keiner an. Ich bin bereit Was zum haben wir Aufbruch. denn hier? Let's go. Let's go. Ab zum Eins Herz sagt vom ich, Wald. dass eure Stimme wie ein Vogel in der Nacht klingt. Nun, es ist Zeit, dass wir alle mit euch singen. Let's go, dann singen wir. Mir fällt gerade kein Lied ein, sonst hätte ich jetzt gesungen. Ausser Let it go. Let it go. So. Da versammeln sich alle. Jö. Alle stehen so da am Weg anstehen. Ich weiss jetzt nicht, zum Beschützen oder weil sie einfach fasziniert sind von dem, dass wir den Wildsamen retten wollen, oder weil es die Serie ist. So, alle zusammen. Jö. Es hat ja noch mega viel, die leben. Ich habe gemeint, es sind viel weniger. So, dann machen wir uns auf zum Herz. Das kann nur noch Stunden dauern. Gut, aber die Musik hier im Ardenwald ist einfach im Hintergrund ist mega. Die ist wirklich mega. Ich glaube, da darf man sich wirklich nicht beklagen. Also der Ardenwald ist wirklich mega schön gemacht. Also höchster Respekt an die Macher von World of Warcraft. Liebes Blizzard-Team. Sie haben das super gemacht. Alle Reiter kommen alle hinten an. Der Bär zieht, der Wildsamen, richtig Herz vom Wald. Und wir hoffen so, den Wildsamen zu retten. Wir sind im Schimmergeist. Wie sie alle hinten nachkommen, mega herzig. Die Musik einfach traumhaft, alles traumhaft.
Und jetzt hoffen wir einfach nur noch, dass wir das schaffen, das Herz, also den Wildsamen zum Herz bringen und dass wir dort vielleicht schaffen, die Sera wieder zurück ins Leben zu holen im lieben Ardenwald. Das hat sie nur verdient. Das hat sie ja wirklich nur verdient. Wow. Die unterstützen uns alle. Geben doch alle einen kleinen Teil an, dann schaffen wir das. Schritt für Schritt kommen wir langsam vorwärts. Zum Herz vom Wald. Pfad der Wiedergeburt. Unsere liebe Aliotte. Mit ihrer ganzen Kraft zieht sie den Wildsamen weiter und weiter. Gut, er sieht langsam wirklich ein bisschen verdörrt aus. Und fast sind wir ans Ende vom Ziel gekommen. Wir sind da. Die Stunde der Wahrheit hat geschlagen. Schaffen wir es, den Wildsamen zu retten? Schaffen wir es nicht in Begleitung von 100 verschiedenen Feen und Eidgenossinnen? Mondbeere. Hier für neue Streiche? Oder gibt es ernste Angelegenheiten? Leider ernste Angelegenheiten. Seid gegrüßt. Lord Herrn, wir bitten eine Audienz bei der Winterkönigin. Endlich! Eine Audienz bei der Winterkönigin. Reist zum Hain des Erwachens. Annehmen. Wir wollen eine Audienz von der Winterkönigin. Laufen wir jetzt alle wieder gemeinsam ganz langsam dort rüber? Oder kann ich einfach gehen? Wir laufen jetzt einfach mal mit der Masse mit. Wir laufen einfach mit der Masse mit. Richtung Winterkönigin, um endlich unsere lang ersehnte Audienz bei ihr zu bekommen. Das sieht einfach geil aus. Komm, da laufen wir mit. Da laufen wir mit. Alle tatkräftige Unterstützung für die Audienz, die sich da hinten befindet. Ich finde, es sieht einfach cool aus. Wir laufen jetzt einfach mit dem Strom. Wir laufen jetzt einfach mit dem Strom. Wir sind jetzt ein Teil vom Ardenwald geworden. Aber wo ist der Samen hin? Der hat es über teleportiert. Die da, die laufen schön gemütlich mit uns Richtung runter. Kommt, Leutlis! Wir stürmen das Hauptquartier und kommen unsere Audienz über. Wehey! So, sind wir ready? Der ist mega schön. So, wir sind da. Meine Königin, bitte helft uns. Das stammt von meiner Schwester. Warum bringt ihr es zu mir? Diese hier entschwindet uns. Unsere Pflicht ist grausam. Viele sind verloren. Was macht ihr Schoßtier so wertvoll? Wer an ihrer Seite geträumt hat, erwacht mit so viel Freude und Frieden aus einem Schlaf voller Wunder. Wenn sie stirbt, dann stirbt alles Smaragdgrüne mit ihr. Einige müssen wir opfern. Andere müssen gerettet werden. Wenn wir das vergessen, wird nichts mehr übrig sein, außer leeren Hüllen und Trauer.
einfach wow. Wirklich wow. Also, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwundert, weil sie gesagt hat, der Wildsamer, der gehört meiner Schwester. Wer ist die Schwester von ihr? Wir haben die nie kennengelernt. Wer ist die Schwester von ihr? Die einzige Person, die ich noch kenne, die so mächtig ist Elune. Ist die Winterkönigin die Schwester von der Elune? Das weiß man nicht. Und das andere ist, sie hat jetzt wirklich ihre eigene Essenz gegeben, um Ysera wiederzubeleben. Ihr ist ja sogar ein Blättchen dann da runtergefallen. Ich habe es jetzt gerade mega beeindruckend gefunden und ich mag es Ysera nur gönnen. Herzlich willkommen. Du bist erlöst. So, Quiz beenden. Ich erwache erneut. Doch in einer Welt, die nicht die meine ist. Ihr wurdet in Ardenwald wiedergeboren, Kind der Träume. Ihr seid an dieses Reich gebunden und teilt sein Schicksal. Okay. Sally, Ysera, willkommen im Ardenwald. Übergebt die Botschaft des Primus der Winterkönigin. Endlich, für das sind wir doch gekommen. Für das sind wir doch gekommen. Übergebt die Nachricht des Primus. Mein alter Freund, nach Äonen sind unsere schlimmsten Ängste wahr geworden. Wenn der Verbannte sich regt, gibt es womöglich eine noch größere Gefahr als diese Dürre. Kommt, Sterblicher, kommt zu mir an meinen Hof und seht das Herz des Waldes. Dann sprechen wir weiter. Alles klar. Also, sie weiss jetzt endlich, um was es sich handelt. Wir haben unsere Hauptaufgabe für die wir hier in Ardenwald gekommen sind, erfüllt. Wir haben die Nachricht vom Primus überbracht. Was soll ich zusammen? Soll ich? Es ist vorbei, Joe. Ich kann wieder an die Arbeit. Wir gehen jetzt zum Herz vom Wald. Und dort werden wir mit der Winterkönigin über das weitere Verfahren sprechen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht auch mehr über den Verband erfahren. Und ja, mal schauen. Mal schauen, wie es weitergeht. Wie es aussieht, aber sind wir im Ardenwald langsam Richtung Ende. Das heisst, es bleibt nur noch ein Ort, wo uns als nächstes führig bleibt, und zwar Revendreth. Was ich mir vorher gerade für eine Frage gestellt habe, das ist aber nur eine Spekulation. Und zwar... wo muss ich... Wir müssen das mal anschauen, wenn wir zurückkommen. Es gibt mehr als nur 4 Portalteiler dort. Kann es sein, dass wir zurzeit nur 4 verschiedene Ortschaften treffen können, aber es gibt noch viel mehr. Also vielleicht zum Beispiel 8 Stück. Aber das kommt dann erst im Verlauf der Zeit. Weil nur schon allein, dass ich jetzt gesagt habe, meiner Schwester, gehe ich doch davon aus, dass es vielleicht noch eine normale Welt gibt von der Toten wie Ardenwald. Aber wo halt andere geschaltet, wo zum Beispiel mit der Elune, ich gehe nämlich irgendwie ein bisschen von der Elune aus, weil das ist der einzige Name, den ich kenne, wo so mächtig ist, einfach von der Vorgeschichte her. Zum Beispiel sagen wir von der Elune, dass es nochmal eine separate Welt gibt, wo die Leute von der Elune dort hinkommen und die Leute von der Winterkönigin kommen zu ihr und so weiter. Das ist das, was ich mich so noch ein bisschen frage. Gibt es wirklich nur die 4 Welten oder werden da noch ein paar mehr kommen? Aber wisst ihr was? Wie es jetzt weitergeht und was uns da jetzt im Herz vom Hain erwartet, besonders was uns die Winterkönigin noch zusätzlich erzählen über die Geschichte von der Schattenlande, vom Ardenwald. Das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst um die World of Warcraft mit eurem Schweizer. Ich hoffe, euch hat Spass gemacht. Wenn ja, Daumen, Kommentar, Abo nicht vergessen. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Bis in der nächsten Folge und ciao!